An? Robin? Was musst du dann heu? Ich habe lange nur gedacht, mir ist angefallen, dass mir eigentlich Haut bei nie sehen, für über den Moment zu schwatzen, wo mir zuerst kennengelernt haben. Ja, das stimmt. Es gibt aber viel gut drin, für was das nicht nur für dich, auch für mich wertvoll ist. Und für was mit Leuten nicht mit private Sachen langweilen. Aber du ein großes Thema können draus machen. Das heu aus Maybe Sachs. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. An, du sitzt hier heute ein auf der anderen Seite vom Tisch. Für was bist du da genau heu? Das ist so, dass man ein Evenement gemacht hat, die Zeit, wo ich noch beim Podcast mit dabei war. Das ist bald 2 Jahre hier. Das ist ein bisschen freaky. Das war nur der erste Lockdown. Und wir haben da ganz viele Resultate zusammen gedrohen, wie groß Fans vom Podcast wissen, haben wir die nie publiziert. Und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht ein cooler Moment, dann auch mal ein bisschen zu verraten, was dem uns geschehen ist. Zwar mal 2 Jahre Verspätung, aber besser spät wie nie. Genau. Also man ist doch noch ein bisschen Gedanken machen. Da waren viel mehr Leute kommen auf den Event. Also vielleicht sollte ich mal erklären, wie ein Event das war, oder? Ja. Okay, mit den heißt, oder hat Sex Education Deluxe geheißt. Und am Anfang, also darum gegangen, dass ursprünglich paar Jungleute zusammengekommen sind, die sich interessiert haben für sexuelle Aufklärung, wie die lebt zu Lützeburg und auch wie sie nicht lebt. Wo wir dann an den Austausch gegangen sind, haben wir uns irgendwann gedacht am Platz, dass wir so halb zeitig Informationen zusammendrohen, wie wäre das, wenn wir mit den Leuten schwatzen, die gerade aus der Schule kommen oder noch an der Schule sind. Und dann, ja, wollte man die befreien eben, aber nicht ob ein langweiliger Art weiß, weil jeder von uns weiß, wie das, wenn du auf der offenen Straße irgendwie von der Seite angelabert ist und dann in das total persönliche Sache fried. Da lebt die meistens fort und dafür haben wir das dann ein bisschen spielerisch gesagt. Das warst du ja aber nicht lang und da waren Genau. noch andere Leute dabei, die aber aufgrund von Corona leider nicht heuer im Studio können sind. Wir haben die aber abgeholt. Genau, also die kriegen geschwind noch zu hören. Das sind auch just sonst mal 3 Leute aus der hauptorganisationellen Equipe. Man muss sich wirklich bewusst sein, den Event wäre nicht möglich gewesen mit denen 20, 25 bis 30 Leute, die du nach Hand drüber sitzen. Also die Stimmen, die da werden hören, das sind Rachel, Danji und Jessie. Wir haben hinnen waren, wie gesagt, nach ein paar Leute, die überall mal angepackt haben. Und also ich meine, wir können über den Account vom Sex-Podcast dabei von ein paar Foto posten, da sieht ihr besser, wie viel Müller da rum gelaufen sind, ob es Requai hatten, Echantillon ausgetestet haben, geguckt haben, dass es sicher aufläuft. Wie gesagt, war der erste Lockdown und wir hatten eigentlich Angst, dass es gar nicht stattfinden. Die Leute vom Arau haben viel geholfen. Also du stell dir schon vor, dass du viele Leute mit angepackt haben. Für die Leute, die nicht da waren, die interessiert vielleicht, wie das ganze Demo aufgelaufen ist. Und willst du das davon ein bisschen erzählen? Zum Beispiel der Joel hat eine immens große Responsabilität, weil hier sitzt nämlich den ganzen Tag auf einem Stuhl und hört die Leute müssen so, wo die Farbe leihen. Wir hatten nämlich eine Station, die war so ein bisschen für das Leute sich Ketten abblosen und du sollen Orgasmen molen. Und auch davon können wir ja schon ein Foto posten, weil das mal unmöglich das irgendwie zu erklären mit. Das ist eine ziemlich farbige Vielfalt gewirrscht. Und es gab mega Debatten für der Leinwand, ob die Leute das sollten molen und umbringen. Da gab es etwas, das war mehr sexuell-verbalen, kommunikativen Niveau. Das heißt, du hattest mal Karten, wo Leute einerseits hier Definition, hier persönliche Definition von Sex konnten draufschreiben. Und das andere waren dann zum Beispiel Begriffe, die für Genitalien auf Lützeburg benutzt. Und da sollten die Leute nachher unterscheiden zwischen denen, diese positiv konnotieren und denen, diese negativ konnotieren. Sollen wir die Leute da vielleicht schon mal, wir haben nämlich Sexdefinitionen führen, als Leute vielleicht da schon einen Eindruck geben? Ganz gern. Was ich schon heute eigentlich ziemlich witzig fand, ich weiß nicht, ob die Person den Podcast heute noch nicht so lange gelauscht hat, hört, mehr Sex als Penetration vom Sisi und Mumu organisch. Das finde ich eine ganz interessante Definition von Sex und Sexualität.
Ja, das war interessant, weil natürlich mag verwundern oder definiert den nicht selber ernst, aber was ich wichtig und wertvoll fand von den Tag, das war, dass kein gejudged ging, also effektiv Genau. auf der Platz. Und das sogar, wenn ihr nicht selber der Meinung wart, Leute wirklich an eine Échange begangen sind. Das finde ich cool von mir. Wir haben hier einen Küste neben uns schon und da sind, ich meine, 40 oder 50 Definitionen dran. Und das, also die Vielfalt ist ziemlich Müll. Ja, das ist immens divers, was die Leute als Antwort gehen holen und wie unterschiedlich die Definitionen von Sex auch können sein. Und da tun ich auch, also gerade wenn du siehst, den Diskurs der Leute auf der Platz, das war ja am Anfang sich so dick viel grippischer gebildet, bis an den Ofen dran, wo die Leute mit denen diskutiert haben und geschwart haben und neue Leute kennengelernt haben. Und es war eine ziemlich coole Stimmung am Anfang. Genau, und ich schon lo heu noch schon ehrlich gesagt die Definition rausgesicht, die ich gelesen gut. Wenn ich aber ausgefüllt hat, dann hat ihn das nicht gelesen später. Also hier steht, Sex aus, sich so wohl zu fühlen, dass er sich von Seite weisen kann, die Jesus nicht vor sich weist. Intimität, zusammen sind, Ausschalten, Geborgenheit, Plaisir, Kommunikation. Und das auch so ist halt nach einer Karte für da steht Plaisir, 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 Plaisir drauf. Und ich weiß von einer Person, die mir geholfen hat, dass das hier ihre Mom war und sie ist immens gefreut. Und das ist auch vielleicht eine Information, die nicht uninteressant ist. Also es waren bald 100 Leute da. Wir hatten Terra ja auch so gemacht, dass die nicht so nur beneh sitzen, also wenn es sicher jetzt Präkautionen. Und es waren 50% zwischen 19 und 35. Ich mich nicht irren. Nee, 50% zwischen 19 und 25. Ah, genau, das ist recht gut, dass du es besser verhalten hast. Das ist schon das für länger halber Stunde gewesen, genau. Und es waren tatsächlich auch eine ganze Gruppe Leute, aber über 50. Also wir hatten eine Mom, die mit ihren jungen Lycees-Schüler, Kanner, Komma, so gesagt hat, sie gibt das ganz gut fanden, dass wir das wollte machen. Jetzt die Leute lernen, ich komme, die gemerkt haben, wir hatten irgendein Tinder-Meeting oder Speed-Dating, die haben wir dann abgeklärt, Gott sei Dank können sie als Grenzen respektiert, wo sie nicht wollten mitmachen, sind sie auch im Gang. Also Gott sei Dank hängen wir auf den Nerv gegangen. Das muss ich sagen, also die Laufkundschaft, wie sie so nennt, die war aber auch open-minded. Hört sich zwar ein bisschen speziell von mir, ist aber dann trotzdem mal besser gegangen. Genau, und dann hatte man noch einen Last drauf gehabt, wenn ich mich nicht irre. Und das war eigentlich die für Eislo am relevantesten, weil da hatte man ein ganz großes Formular gemacht, wo man wieder drauf geschrieben haben, und da konnte Leute dann umgehen, ob sie noch nie etwas davon erhören haben, ob sie da dann der Schule trätiert haben, ob da dann der Schule gefehlt wird. Oder ob das gar nicht soll, an der Schule trätiert gehen. Genau, also wenn du quasi, kann ich bald schon sagen, ob wenn du ein Sprechverbot soll drauflegen, kann er soll denken, dass das meistens nicht so die gesundesten Alternative ist. Du hast auch nicht so viel ausgewählt, manchmal. Nee, das ist eigentlich quasi gar nicht ungekreizt genschmengen. Also von den 100 Leuten wurden 2 Leute mal bei dem einen oder anderen Sujet 100 irgendwie umgehen. Ja, da sind extrem spannende Sachen rauskommen bei dem Formular. Ja, das ist ja gegangen von anatomischen Beschreibungen von gewissen Körperdelen bis hin zu Sexpraktiken, Konsens oder auch Pornos oder Nudes, also pornografische Inhalte am Internet. Das war immens divers. Und ja. Ich meine, die häufigste Antwort war, go von der Schule nicht trätiert. Tragischerweise, genau. Kann ich vielleicht auch nach der Transparenz halber natürlich dabei so in Stunde ganze Themen drauf, die mir am Podcast das Jahr trätiert hatten oder an der Staffel für drin. Und war ja auch für zu gucken, aus das Angebot, was der Podcast möchte, aus das komplementär zur Schule oder beschwätzt mir nicht Probleme, was man immer evitieren wollten. Und immer war Gott sei Dank rausfand, dass man da können ein Angebot schaffen oder schon ein Angebot geschaffen hatten, was die Leute dann aber weitergeholt wird. Und ich denke, die großen Sujets, bei denen die Leute immer umgehen haben, hat an der Schule gefehlt. Ich meine, die können mir jetzt für gerne noch ein bisschen weiter schwätzen. Ganz gerne. Immer, weil du darauf zu schwätzen können, gebe ich dir schon von ganz gerne froh, und was waren da so die Höhepunkte von dem ganzen Event an? Für mich ist immer so ein bisschen ich nenne das Bällebad der Gefühle. Das ist immer so den Tiefpunkt, auch gleichzeitig ein Höchstpunkt kann sein. Ich hatte den Tag große Schockmomente, weil ich ja schon am Code Rot gesehen habe, wie Leute Sachen ausgefüllt haben und ich mich einfach immens erfeiert habe, wie viele Leute, die gerade an der Schule sind oder gerade aus der Schule kommen, zum Beispiel angekreuzt haben, dass gar nicht über sexuelle Übergriffe geschwärzt wird an den Schulen, also an ihren Schulen, ob man es, oder dass über Konsens nicht geschwärzt wird. Also mir hat das bald Angst gemacht zu wissen, dass
Jungmenschen nicht mal so Informationen equipiert aus der Schule rauskommen. Aber wie gesagt, das hat wirklich eine Trauer einmal Verbrete gelöst. Und auf der anderen Seite war aber eben, ob die Menschen zu treffen, die da waren, weil das waren immens diverse Publikum. Und zu merken, wenn du die Leute siehst, sie breit da nur zu lauschen, dass sie dann aber beide kommen an der Sachen zählen. Also das war kein, wie nennen das da? Also es war nicht, dass man kreischend am Kreis gesehen haben und als gegenseitig auf die Schulter geklappt hat, was mir viel schwer zu leben, nur mit das wirklich gemerkt hat, du hast einen ehrlichen, offenen Austausch, die Leute, die wie gesagt nicht figiert, dann es hat mir Courage gemacht, dass man bei der Situation, die teilweise ziemlich dramatisch ist, aber können aus der Situation rauskommen, weil Leute sich können nur lauschen und sich gegenseitig respektieren können. Ah ja, da waren 100 Leute von über 1,5 Millionen Menschen, die zuletzt verschwunden sind. Ich gebe mir gerne mit wenig zufrieden, für das halbe voll Glas richtig voll zu machen. Das ist ja ein Anfang. Also, genau, du musst ja richtig von genau. Anfang machen, weil Genau, sonst kannst du ja. nie etwas. Ich finde, ich will Demos du als Spektateur anfangen. Also, ich habe matt gemacht bei dem Event, aber nicht als Teil von den OrganisateurInnen. Und ich habe immens schön erlebt. Es war ein immens offenen Austausch und war am Anfang für mich Demos ganz neu. Für mich fremde Leute so offen über Sex zu schwatzen. Genau, ich weiß, du hast mit Demos noch von der pure Sex-Occidental gezählt. Und ich finde, kaum kannt. Ich hatte gerade kennengelernt. Und natürlich immens angenehm fand. Und das war auch, weil ich Demos noch ein gut Stück mehr jung war, immens inspirierend und immens prägend für mich. Und ich nenne immens flott fand. Also nicht Occidental nur zu machen. Nee. Nee, genau, offen über Occidental. Mit einem gewissen Humor, mit einem gewissen Anhumor. Offen über Occidental zu schwatzen. Das war ziemlich cool. Mir ist übrigens noch angefallen, also es war ja nicht immer so, dass Jungmenschen und Elermenschen da waren für, oder dass mir als du kennengelernt und eine Chance hatte, mir es waren ja auch Edukateurinnen und Edukatrissen, auch Personal aus anderen Institutionen, die lange nicht gekommen sind, die gelust haben. Und dafür, dass sie nicht wie bei mir beim Podcast, ob allein auf weiter Flur gewirrscht wären oder lo sie, mir Gott sei Dank gibt es viele Organisationen, die Sex Education wollen machen, ob die eine oder andere weiß. Und die gesagt haben, heißt schön, dass da mal Visibilität, also ein Thema Visibilität gibt an, du hast den Teamwork meiner Auffassung noch möglich und noch nötig, für das zuletzt bestimmt immens viele Sachen geschehen. Sag mal, dann eine Rolle was die anderen drei auch noch so einen Höhepunkt beschrieben haben. Also da geht es nicht um Orgasmen, mehr wirklich das, was so ein Eventchef von tun. Das heißt, die könnte man dann auch noch abspielen an hinten und lassen. Also, ich will der Stoff gucken, was für erst den größten Schockmoment war, ob es eine absurde Begegnung gab, den da, ob Danko stehst, noch dabei waren. Was fällt dir zu dem Thema an, wenn du Lutz geguckt? Also mir spontan fällt an, also wenn ich nicht vergessen hätte, auch die Frage gestellt, war das für dich Sex? Wie definierst du Sex? Und ich schon eine wissenschaftliche Approche und ich habe da ganz wissenschaftlich, ganz sachlich auch geschrieben, wie ich das definiere, wie ich das da gesehen. Und dann habe ich die anderen Antworten geguckt und war so, okay, merkt, du warst wirklich komplett Leute, die das ganz anders gesehen haben. Das wirklich auch viel mehr subtil, die das wirklich etwas, was doch gefühlsmäßig ist und emotional ist. Und ja, ich habe das nicht so direkt gesehen. Ja, ich meine, ich ging so, dass, weil ich war nämlich für den Stand zuständig, wo sich um Questionnaire gekümmert hat. Und ja, du hast mir eben aufgefallen, dass du wirklich praktisch jeder reden zurückgespiegelt wird, dass an den Schulen einfach nicht genug Aufklärung gemacht wird. Vielleicht nicht gerade gut, kann mir einfach bei weitem nicht die, wo wir brauchen. Für allen Dingen also viel halt auch technisch, wissenschaftlich, wie sind die Organe aus, hier und da, mehr am Anfang nicht, was sie wirklich so am Leben gebrauchen. Auch extrem heteronormativ, also wirklich. Genau. Auch noch Konsens, dass sie wirklich Sachen, die viel mehr müssten. Plaisir geht hier praktisch gut nicht, irgendwie konsideriert. Das ist ja bald schon nicht so. Ja, ich habe auch noch heute Bild von unserem wunderschönen Mal als ein Orgasmus. Und ich weiß noch, dass die ersten Leute, die da bei der Stand so kommen sind, noch ziemlich gezögert hatten.
Und ganz viele Leute so ein bisschen eine Bau rundherum gemacht und dann am Fangrecht drauf zurückkommen, sie wo schon paar Leute ab da hin gemalt haben. Das ist immer ein witzig wirklich zu sehen. Und schlussendlich ist aber da wirklich etwas ganz Cooles rauskommen und auch da gesagt, den auch ein bisschen wie wissenschaftlich das Serotonin abgezeichnet wird und dann anderer einfach Feuerwerk oder ganz viel Farben, ja. Genau, ganz viel Farbe, ganz viel Emotionen, alles was wirklich total darauf vertreten. Und war wirklich eine coole Experience, die verschiedenen Sachen zu hören und schlussendlich aber zu merken, dass die Leute alle auf derselben Nenner quasi kommen sind. Weil einfach extrem wertvoll war, dass man viele Leute hatten von verschiedenen Altersstufen, von verschiedenen Ethnizien, also es war wirklich quer durch den Garten noch. Man hat Leute, die ein Lützeburgisches Schulsystem gemacht haben, ja auch ein europäisches, oder sogar am Ausland in der Primärschule waren oder am Lycée. Und das war am Anfang extrem reich, wieder einfach zu sehen, dass das aber nicht so ein rein Lützeburgisches Problem ist, dass das nicht genug thematisiert, dass mit der Satz wirklich sich überall rumfand. Und auch an all die Generationen. Und natürlich schon ein kleines Nuance gesehen, dass es sich wahrscheinlich in den letzten Jahren verbessert hat in den Schulen. Ein paar Portionen Antworten, wo ich gesehen habe, dass waren auch tatsächlich Leute im Alter, die waren 50 plus, die waren schon ein bisschen nuanciert andere Antworten, wie die 35 oder 20 sind. Und du hast aber auch gesehen, dass auch die Jungs sich getraut, viel darüber zu schwätzen. Und, cool eben die Mom, die du mit ihren Kindern kommst, so hast du dann aber gemerkt, dass eben auch die Eltern aber hoffentlich mehr so sie wie sie und effektiv mit ihren Kindern auf so Events gehen und über so Sachen auch daheim schwatzen. Genau. Voilà, der Teil war gerade dann direkt vom Jassi, Rachel und vom Angie, wie sie den ganzen Event vorgeholt haben. An 100 hinnen oder 100 Eis stunge wie gesagt noch ganz viele andere Leute für Luneinke aufschließen. Der große Merci sie. Und wenn da also ein bisschen Zeit geht, da werden wir nach das ein oder andere Resultat von dem Event visualisieren und erst da zur Verfügung stellen, für das der Stadt könnt auch gucken. Dann abschließend, was ist da mit der Sex Education zu Lützeburg? Es geht so. Das war da auch schon. Und es geht schon lange. Das ist immens interessant. Ich meine, dass das viele Leute nicht wissen, dass schon dazu auch geforscht wird. Also ich habe gerade meine Masterarbeit, die wird das Thema geschrieben, ich wird eine Sendung am Radio 44 Jahre, wo abgeklärt wurde. Und darüber sind ich auf ganz viele andere Sachen gestoßen. Das hier gehen noch Forscherinnen zu Lützeburg, die haben sich angeguckt, wie Sex Education an der Schule sich entwickelt hat, die Jahren. Es gehen Biosprofen von ihr dann auch interessanterweise, die hier Memoire Pädagogik darüber geschrieben haben. Also so versprankelt, finde ich super spannend. Informationen, mir so mal so Probleme, die teilweise für 40 Jahre detektiert wurden, die schenken tragischerweise nur bald einem halben Jahrhundert einfach noch nicht bereinigt. Das heißt, wie gesagt, es gibt Informationen mit Form von den Informationen, wie positiv oder negativ konnotiert abgeklärt wird, da werden wir einfach noch viel Diskussionspotenzial. Schon gefehlt, dass man auch immer auf dem Status quo von 40 Jahren hängen, auf vieler Hinsicht. Zeitweilig, ja. Also je nachdem, von welcher Klasse wir schwätzen, je nachdem, von welcher Schulstruktur wir schwätzen. Also es gibt von allem Themen, da ist es wirklich, wie wenn der Blödsinn da stehen gemäßelt werden. Profen, sie stehen selber, die stehen auf den Kopf verschlagen an die Schüler und Schülerinnen. Das ist traurig. Mir auch da, also ich meine, es gibt noch Leute, die probieren, einen guten Job zu machen, aber so bitte häufet euch, hat den Herrgott bestimmt gesagt. Nee, ich weiß es nicht. Ich gehe am 6. Schuljahr für dich abgeklärt. Du kannst mich noch daran erinnern, wir konnten Demos in Zierdel mit ihm, den wir sollten in den Alter gehen. Dann drauf steht, ja, an in der nächsten Woche werden wir uns x Stunden mit dem Thema Sexualerziehung und Sexualität befassen. Und ich erinnere mich daran, dass ich mich so geschummt habe, wie wir das Thema zu schwatzen, dass ich den Zierdel ganz klein gerobbt hun und dann Puber geschmossen für das sogar bei meinen Eltern gefunden, dass sie nicht mehr zu Summe setzen und lesen, was darüber steht. Also meine Eltern haben den Zettel bis heute noch nie gesehen. Weil ich am Anfang auch ganz, also das ist am Anfang relativ exemplarisch dafür, weil ja doch junge Leute geht, wenn über das Thema geschwatzt wird. Sexualität war für mich relativ lange mit Scham behaftet, war auch Profen, also Enseignants
an der Primärschule noch später hin Profen wirklich Spaß gemacht hat, weil wir hatten ganz junge Lehrerinnen an der Primärschule, die manche echt 6 Schuljahr hatten. Und es war ihnen selber eigentlich relativ unangenehm. Wir wurden abgedeelt an Jungen, an der Mädchen, was ja auch schon sich ziemlich kritisch ist. An mir Mädchen haben dann über Menstruation gelehrt, was das dann überhaupt wir, obwohl du noch schon Mädchen also Klasse die Regel schon lange hatten. Und wir konnten dann alle ein parfümierten Bind an die Gruppe gedreckt, weil das bekannterweise nicht das Beste ist für die Vaginalflora, worauf aber auch niemals in zu schwarze kommst. Also allein schon die Themen, wie zum Beispiel Ausfluss und Cervixschleim, worüber ich mich irgendwann mega gewundert habe, wo ich mich gefreut habe, was ist das da? Also ich hab's mit mir falsch, dass du es raus könnt. Oh mein Gott. Weil ich auch ziemlich dramatisch fand, dass das, wie gesagt, nie die U-Gespalt auf jeden Fall bei uns Menstruation. Und dann der Penis gouf schüss erwähnt am Sinn von du könnt das bis raus, was du schwanger machen kann. Sexualkundeunterricht also am Anfang immens technisch und also immens biologisch. Also ich weiß alles, was zu wissen gibt über Hormone und wie ein Hormone während im Zyklus gerade ersetzt und wie eine Schwangerschaft dann steht. Mir es geht aber nicht drüber erzählt, die wird das ganz menschlich am Anfang, das sozial, Konsens, niemand irgendwo erwähnt. Da tun ich von durch feministische Bildung und durch feministische Lektüre und sind nicht gewogen, was das Konsens und noch also an der Primärschule an den untersten Klassen das gouf nie irgendwie erwähnt und das gouf immer immens bestraft, weil Leute mal das einander gesagt haben. Und wenn die goufst du dann abgeklärt? Also schon lange evaluiert, während du den Sachen erzählt hast. Es sind relativ frei von meinen Eltern, ich will mal so, also mit meinen Eltern zusammen an den Échange gegangen, was Informationen belangt wird. Und das hat sich dann eigentlich bis zum heutigen Tag, wird das sich bis dahin gezogen. Also natürlich schon meine Gesprächspartnerinnen sich verändert. Das heißt, meine Eltern haben den Wissensprozess oder Wissenserlangungsprozess, haben sie begleitet eine Zeit, dann irgendwann sind ich am Kader von Workshops beim ARA oder bei europäischen Projekten. Also ist hier viel am sozialen Sektor, am Échange mit Leuten sich abgeklärt gehen. Und ich kann mich nicht genau an Momente an der Schule erinnern, die das begleitet hat. Was ich ganz schön fand, und da kann ich ein Zitat aus von einer Person so, die am Zentrum von meiner Masterarbeit steht, also da Madame Maripol Molitor-Paffer. Sie hat einen unmuschlangen Numm. Also das ist eine mega coole Frage. Sie ist so cool, wie ihre Numm lang ist, muss ich sagen. Weil sie hat für 40 Jahre schon gesagt, sie hat vom Wissensmomenter geschwärzt und nicht von dem engen Wissensmoment. Also sie gibt als Gynäkologin nicht auf vorstellen, dass sie sollt über Reproduktion schwätzen, dass sie über Schwangerschaft soll schwätzen an Sachen, die mir anatomisch sind, aber dass es immens wichtig wäre, dass das affektiv, das kommunikativ, ethisch Debatten, also weiter, dass die immer schon auch von Anfang an mit dabei sind. Also sie war, obwohl sie das damals nicht so genannt hat, immens sexpositiv. Das ist sie damals für 40 Jahre am Radio schon betont, wann da ihre Kanner eng Sache beibringen, dann also die, wann ich klebt, dass ihre Körper etwas Schönes ist, dass ihr Körper, sie hat das wirklich selber gesagt, Kunstwerk aus, das dem seine Betrachtung an dem sein Erleben genießen kann. Und das finde ich eigentlich immens bejahend, schön und optimistisch fand, was sie damals gesagt hat. Und dafür, wie gesagt, für darauf zurückzukommen, ich fand, dass du sicher im Idealfall nicht enke abgeklärt bist, aber in ganz vielen Situationen von deinem Leben schon dafür drin am Viergespräch gesagt, es wird kein Wert, dass dein Kind am 4. Schuljahr erklärst, wie der kann, ob es Prostatakrebs wird oder nicht. Schon aber ein Kollege, der 3 Jahre jünger ist, den hat aber Prostatakrebs. Aber für den wären die Informationen wahrscheinlich kurz, ehe das geschieht, das mehr wertvoll gewesen. Ich fand, dass Aufklärung oder auch Prävention zu den jeweiligen Momenten soll stattfinden, wusste ein Mensch, ob das, was der Kind körperlich erwartet, einfach präpariert, für das ihm nicht an der Unwissenheit so eine Angst überkönnt, die wie wir alle wissen, vierstellig ist. Also ich weiß nicht, was du schon alles so meinen Körper hat, wo ich den Angst hatte, bis ich den Doktor oder eine Wurzeln oder eine Freundin gefragt habe und du gemerkt hast, okay, das ist mega normal, das hat jeder da gehen fort. Ich stehe nicht, das wirst du so, du lebst ja nicht ganz aus. Weißt nee. Du so. Aber wenn ihr das seht, hey, das ist mega cool, dein Körper ist total normal, den hat Lust, das auszuscheiden.
zum Müll. Da klappst du danke selber, das ist cool, das ist mega gesund. Und dann kannst du sogar, weil zum Beispiel den Ausfluss, den du hast, seht ja auch mega viel über dich aus. Du kannst erkennen, ob du vielleicht krank bist, wenn er sich verändert. Du kannst sogar die was benutzen, auch den Cervixschleim für zu gucken, okay, sind ich nur ungefähr an einer fruchtbaren Periode oder nicht? Also es gibt hier eine ganze Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, was den Cervixschleim über den Zyklus auswirken kann. Aber wir starten bis Röm nicht an der Schule, mehr durch feministisch Diskurse und feministische Literatur herausgefunden, war ich ultra fasziniert. Und ich war so, wow, das ist am Anfang so cool, für was seht das kennen. Das ist cool, wenn ihr seinen Körper kennt, aber wenn ihr wisst, was aufgeht. Und ich fand das so schön, dass am Anfang Ausfluss, wo ich so lange gedurcht habe, dass das so anormal wäre und dass ich es mit mir falsch wäre, dass ich schon gelernt habe, das tut actually all Mensch. Und das ist dick normal und kann da sogar dick viel helfen und aussuchen. Und das war für mich so riesig ein Wow-Moment. Und ich fand nicht, weil auch das Aufklärung Prozess ist, auch kein Moment. Und ich fand dafür auch am Anfang schuld, dass die Schule so spät anfängt und dazu vereinzelt möchte, weil ich fand, die Schule ist viel zu spät für darüber zu schwatzen. Lo ein Konten Spielschule muss ich vielleicht nicht erklären, was ein BDSM-Praktik ist. Genau. Ich fand, du kennst ihn aber, oder auch nicht, wie Prostatakrebs erkannt, aber du kennst ihn aber anfangen, für Grenzen zu setzen, für Kinder über Konsens beizubringen, für zu sagen, es ist okay, wenn du den Money nicht küssen willst, auch von den Eltern so, du misst halt mal, weil das sich so gehört, das fand ich so dramatisch, dass man sie Kinder am Anfang beibringen, dass hier ihre Grenzen nicht wert sind, für einen anderen Gefallen zu machen. Das Bedürfnisse von anderen Leuten mehr wichtig sind, wie ihre Grenzen. Fand ich eine ganz tragische Botschaft am Anfang. Und ich fand, das sind dann noch so Sachen, die Missbrauch vielleicht nicht verhindern, die aber dazu beitragen, dass Kinder vielleicht auch Missbrauch erkennen und noch mal da wissen oder darüber schwatzen. Also auch Kinder Basics für Kommunikation beibringen. Absolut. Dass sie sollen so, wenn etwas nicht okay war. Und das gebe ich so wichtig von, ne, dass an der Schule, zumindest an meiner Schulkarriere, aus da niemand einem Wort vorkommt. Ich habe in einer Referenz mit den Hormonen noch gedurcht, von einen sexuellen, also eine Person einen sexuellen Übergriff erlebt. Und so ist durch die Schule mit der Information ausgestattet, wie Hormone bis an die letzten Detail funktionieren. Wenn du bei der Polizei gehst und einen Plan willst machen, dann hilft es relativ wenig, dass du weißt, wie der Körper reagiert hat, wie ein Hormone du gerade durch die Gegend geflogen sind. Also ich will nicht so, dass es schlecht ist in anatomischen Grundwissen und so weiter. Aber du bist nicht für alles equipiert und du misst das eben viel mehr auch fächerübergreifend, wie wir für Drogen geschwärzt haben. Schon sehen, und du aus mir eine Erfahrung von meiner Premiere, die wie gesagt ein halbes Jahrhundert hier ist angefallen. Ich habe ja ein A gemacht und ich mich daran erinnern, dass den Tod in Venedig, den geht ja heute mein Journal, weil es auf den A gelesen tatsächlich darüber geschwärzt gehen ist. Da geht es ja um einen älteren Mann, den über 50 ist, wenn ich mich richtig erinnere, an einen mannerjährigen Jungen, der 14 ist. Und ich weiß, dass ich eine Diskussion von einer halben Stunde mit meinem Deutschprof darüber hatte, dass homoerotisch und pädophil nicht dasselbe ist. Oh Gott. Und das sind so Sachen, ja, da gehen das Nackenhaare heisch auch nach so lange no Dinger Premiere, weil es dem da kennt ihr und noch positiv gesehen, dass ihr seht, cool, es geht sogar im literarischen Kontext, im spruchlichen Kontext, die wird das sicher geschwärzt mit dem dass die Augen den anderen Pisten immer mehr verbauen, weil wo ich auch bei den Kannern noch ein bisschen dran denken, du musst Kanner nicht unbedingt Sexualpraktiken erklären, wie wenn du Kanner wieder, ob man es zur Hand geht, für ihre Körper zu benennen, also sie darf ja meinetwegen denen so viel Kose nehmen oder Spitz nehmen für Genitalien, wie sie Lust tun. Aber dass es trotzdem vorteilhaft ist, von der Kant einfach weiß, das ist Vulva, das ist Vagina, Penis, an Erektion, sie kein schlimm wird. Ich kann mich genau erinnern, wo ich ganz klein war, wo ich meine Eltern irgendwie gefragt habe, wie war es schon mal? Wie ein anderes Wort für sagen, sondern du sollten sie mal nicht schlafen, und du nicht gedacht, sie wären irgendwie als sie aus dem Mittelalter stammen. Bis ich gemerkt habe, das war ein total gesunder Vokabulär, den sie mir da wollte mal auf den Weg geben. Bis ich mal begriffen habe, du musst mal den Weg zu den konventionellen wertfreien Wörtern irgendwie zurückfahren. Das war schon traurig. Und ich meine, dass auch da nach Handlungsbedarf ist heutzutage für Leute, die equipieren für das Leben. Ja, definitiv. Also ich kenne wie viele Erwachsene, die teilweise doppelt, dreimal so alt sind wie ich, die wieder Vulva, Vagina, Penis nicht können an den Mund holen und nie rot zu gehen. Was ich am Anfang
tragisch ist, weil jetzt sind am Anfang die neutralsten oder modneutralsten Begriffe, die man hun für als Kirprin zu beschreiben, an die modpräzisten auch. Und ich fand das so schön am Anfang, dass man nicht mehr können als Kirpere beschreiben, ohne rot umzulaufen, ohne sich zu schummen und ohne dadurch vier gehaltene Hand zu machen. Meine Eltern hatten komischerweise, sie haben nie mit mir so direkt über Sex geschaut. Ich hatte nie den Talk mit meinen Eltern, wo sie dann über sein Körper bei meinem Bad kommen sind, dass ich die gesagt und gesagt habe. Wir müssen schwarzen. Also. Das hatte ich nie. Mit meinen Eltern hatte mir, ich meine, am 3. oder 4. Schuljahr ein Buch gehen, ein Lützeburgisches Buch. Über ein heterosexuelle Couple, die, also ich weiß nicht, wie das Buch heißt, sie schon als Kinder man den gespielt, da je mehr alt sie gehen, desto mehr hat man den ausprobiert. War dann vorhin geschehen, es war ein Foto dran, wo sie, oder eine Illustration, wo sie Sex am Gebüsch am Stadtpark hatten. Weil das stehen wir uns ultra schockierend von tun. Das war leider wahrscheinlich irgendwo realistisch. Wir haben aber doch nicht drüber geschwärzt. Also mein Papa hat mich echt von einem gefreut mit seinem andringlichen Blick. Wo ist das Buch gelesen? Und du warst so, und du hast mich mega geschummt, dass ich fortgelaufen. Das war zwar eine gute Intention, weil meine Eltern mir wahrscheinlich wollten, die direkte Konfrontation aus Spuren und mal einfach Zeit gehen, für da rot zu gucken. Aber es war mir einfach noch immer unangenehm. Also so mal war nicht falsch, mir du hast Pummel verschimmt geschwart, also von der Scham, die du war. Aber nicht mal gucken, dass ich darf, dir gehe ich nie hier im Podcast auf der anderen Seite sitzen und du interviewst mich. Dann hier steht für mich, also es steht mal so, dass du den Weg aus der Scham ja definitiv rausgefunden hast. Und es sind immens froh, weil du noch jung warst und du schon einen ziemlich impressionanten Weg gemacht hast. Wenn ich mal gucke, die Leute an der Schule schon lange schon lange geurteilt, die Lehrpersonal, das nicht fertig wird. Und ich gedacht, wie kannst du verkrampft sein, wie kannst du Kanner vorbringen, weil du denen dann nicht erklärst. Und ist so nicht, dass die Probleme verschwunden sind, mir schon ein anderes Verständnis für die entwickelt, die noch die Scham haben, weil mir kann ja auch nicht von aller Lehrpersonen hier Geschichte, dann ob die vielleicht, wenn es andere Sachen noch Angst hat, die bei ihr persönlich geschieht sind, dann dafür sich nicht überwinden kann, das dann in einer Klasse zu machen. Und ich fand, wenn es um Sex Education geht, das also so riesen Teamwork. Den Eltern haben Teamwork mit einem Buch gemacht und haben gesagt, wir wollen, dass das diesem Kind so geht, wir gehen dem Kind Buch, das ist eine Arbeit, die in andere gelesen wird. Mit Tomieux, sie haben Sachen zurückgegriffen und sich Hilfe gerufen. Schulen, wo das Lehrpersonal das nicht will machen oder nicht kann machen, die haben zwar die Möglichkeit bei der ESA, zum Beispiel halt zuletzt anzurufen, die GI oder so Kuren Hallen. Da muss ich sich dort zuletzt einfach so in die Equipe, die da im Moment aufführt, das ist enorm klang, die Mist. So du mal drauf geschätzt 5-mal wie groß sie für das sie überhaupt an alle Schule könnte gehen. Dann haben wir Organisationen wie Ziegel und viele andere Organisationen, die eine wichtige Arbeit machen, mit die können sich auch nicht an 100 splicken. Das heißt, wir haben Hilfsangebot, wir können zusammen schaffen, aber das müsste noch viel, viel mehr an den Nähe greifen, für das sie sich eben gegenseitig helfen kann. Irgendwann, wie sehen, kann sich obviously denken, dass du auch viel politische Willen musst du ziehen, als das wichtig genug wird zu fordern. Da kann mal den einen oder anderen Politiker kommen und eben so, ja, wir haben hier Kondome an den Grab gedreht und haben hier erklärt, dass Geschlechtskrankheiten fürchterlich sind und sie wissen noch alle, wie sie neu kleine Lützbäuerinnen zeugen. Es muss aber darüber rauskommen. Ich meine, da sind so Stoffe mit so viele Probleme gesellschaftliche konfrontieren muss, dass ich weiß gar nicht, wen das soll ausdrücken. Das meist du wirklich muss den Tisch muss setzen, für darüber zu diskutieren. Und das ist da wirklich den Hard Talk. Das ist den Talk. Den Talk. Nee, also ich meine, den Profi noch gut kein Vorwurf, weil ich meine, sind das besten, also mit bestem Willen und gewisse gemacht. Ich fand einfach, sie wussten einfach nicht besser, weil die sind auch nicht mehr Produkt von ihrer eigenen Erzählung. Und Bios-Profi sind auch nicht dafür ausgebildet, für die Abklärung über Juren zu machen. Das sind Bios-Profen, die Biologie studiert haben, Master in Biologie, mit einer Spezialisation. Und die gehen nicht dafür ausgebildet. Sie gehen schon gar nicht dafür ausgebildet an dem ganzen sozialen, affektiven Tricks. Das Buch, was meine Eltern mal geschenkt haben, das war zum Funk nicht schlecht gemacht, aber es war auch immens heteronormativ. Auch so Sachen wie Lackdichter zum Beispiel, Kondome gehen gut vorgestellt an die hormonalen Verhütungsmethoden, für nicht schwanger zu gehen, mir auch ob die Krankheitsaspekte schon nicht so viel Wert gelegt, weil zum Beispiel Lackdichter sind nicht mehr für lesbisch Menschen von Wichtigkeit,
mir auch für Heterokoppeln Honoralsex können Krankheiten überdrohen und allein das gouf nie thematisiert. Das heißt, auch du hast noch viel Bedarf. Ja, und das ist eine riesige Vergattung. Es kann darüber, wie auf den Universitäten die Sache vermittelt gehen, wen die Programme schreibt, wie die Gremien, die da dezidieren, zusammengesagt sind. Du hast ja auch zuletzt Kommissionen, die zusammen dezidieren, was könnte auf den Plan, was könnte nicht auf den Plan. Also ich kann mich bei der Biosprof nicht so aus, mir bei der Geschichte spielt das ja auch eine riesige Rolle. Ja. Dafür muss man sich der Verkettung bewusst sein und vor allem auch eben nicht wollen unbedingt immer ein groß Schuldfroh. Ich fand Schuld als Sex sind zwei Begriffe, die gar nicht gut zusammenpassen, die aber oft zusammen behandelt gehen. Also wann eine Fehler gemacht hat, da sind nicht ganz viele Leute, die Fehler gemacht haben, aber da gehen nicht auch viele Leute, die zusammen eine Lesung können sich für das zu machen. Also ich habe schon die oder anderen Projekte im Ausland gesehen, wo ich gedacht habe, du kennst Letzteburg wirklich noch viel lehren. Me ich fand, du hört den aber auch das Problem, dass Lützeburg mir zwei sind komplett dafür, dass mehr Sex Education und ein mehr allumfassend Sex Education soll gemacht gehen. Mir dann hört ihr noch immer Leute, die schon in Panik verfallen, wann kann ein Theaterstück über das schmule Känguru gucken gehen. Und schon das ist so ein Problem. Also, oder auch etwas, was manchmal der politische Wille bis sie bremst. Und zwar, dass viele Leute Angst haben, der ominöser Hypersexualisierung von der Kanner hun an der Frühsexualisierung von der Kanner hun war ich ja am Anfang auch also schon nicht so ganz weil schon das Wissen stärkt dich immer allein schon wann es die Kanner beibringst dass hier die Grenze sind das stärkt die Kanner für Leben lang so nicht nur sexueller Hinsicht mir einfach an ihrem gesamten im Leben an alle Interaktionen diese hun an das macht mich auch ein bisschen traurig, dass du trotzdem Leute gehen, die was sie den Zettel hinkriegen, mir schwatzeln immer der im Kant am 6. Schuljahr über Sex, dass die dann schon voller Panik den Profen an den LehrerInnen rufen und sich da beschweren, dass das ja nicht keinen Sinn und hier kann dürfte das nicht. Ich habe für kurzem einer Freundin, die 28 ist, hatte so einen Nebensatz, irgendetwas mit Selbstermächtigung gesagt. Und dann hat die Freundin sich immens gewundert und hat gesagt, sie hat den Begriff noch nicht gekannt. Und ich fand eine Information als immer Selbstermächtigung. Also ja. Faktencheck an equipiert sind mit Wissen. Aber es kann nicht mehr Schönes gehen, wie ein Kant zu equipieren, für allem sich selber zu schützen. Und ich meine, der Schutzbegriff, was von dem Sex Education geht, interessant und eigentlich viel mehr vielfältig, wie man meine. Weil Schutz aus eben nicht nehmen zu so hey, du leidläktischer oder du sie Kondome, mir Schutz als ja auch jenseits von potenziellen ungewollten Schwangerschaften und so weiter, einfach etwas, wo man müssen drüber nachdenken. Als Schutz kann eben auch sehen, dass den riesigen Moment vom Nee, also Nee, nie ausschwätzen an nie akzeptieren. Ich fand, dass das so essentiell ist. Also das ist ein Schutzschild, das will ich eigentlich all kann mal auf den Weg gehen, an indem man do will erklären, aus religiösen oder politischen Gründen, das wäre nicht okay, kann man das equipieren, das fand ich schwierig. Und ich fand, wir müssen doch irgendwann einen gemeinsamen Nenner finden, was Sex Education anbelangt, wenn man versteht, hey, das Grundequipment, das gibt mir Menschen mal auf den Weg. Ja, gerade auch, weil ein Mangel in Sex Education nicht für Sex schützt. Also, Junker, die keine Sex Education haben, die fangen nicht an, Sex zu haben. Sie haben trotzdem Sex, dann aber in mehr schlechte Bedingungen, weil sie das Instrument vom Wissen nicht haben, für sich selber zu schützen. Sie wird für einen biologischen Aspekt wie Krankheiten oder Schwangerschaften, aber auch für missbräuchliche Erfahrungen. Wir haben bestimmt 100.000 Sachen vergessen. Und die können wir aber gerne nur riechen. Und die könnt ihr dann auf den üblichen, verdächtigen Plätzen, wie zum Beispiel Instagram und Facebook, vielleicht sogar im Internet seht, das weiß ich nicht, könnt ihr dann gerne nur blättern, nur gucken, nur klicken, loszugehen. Und neugierig bleiben. Ich meine, das bei diesem Thema das Wichtigste. Absolut. Und es war ein Fried für dich, mal ein im Studio zu haben oder mal ein Kehr für den Sex-Podcast im Studio zu haben? Das ist noch ganz emotional gehen. Ich gehe ein bisschen an den Eck kreischen. Oh. Nee, ich habe durch den Podcast auch gelernt, meine Gefühle anders da gesund zu weisen, dass ich werde mich nicht verstoppen. Ich kreische einfach vor Fried formatiert zu machen. Aber merci, dass ich schon dir kommen. Und das meist konnten austauschen. Es war ein Fried.
Bis die nächste Kehr. Ciao. How to. Eg Uweisung fir de Gebrauch. E Fausfetisch an lo? Falls en e Fausfetisch oder so se fetisch mat enger Partnerin oder engem Partner ausliewe wëll, ass et wichtech fir drun drwer ze schwatzen. Probéier direkt ze sinn, dech Chlor auszudrecken, an dem andere Platz ze ginn, seg Froen ze stellen. Wéi iwwerall ass et hai wichtech, dat se sech secher fielt, an e Konsens besteet. Fall sinn dëse fetisch loes erforsche wëll, kann en mat ofhenken, der Partnerin oder dem Partner eng Pedikür oder eng Fausmassage ze ginn. Wann e sech méi a Fausmassagen erschaffe wëll, kann en iwwer Reflexologie léieren. Dës chineesch Heelpraxis verbënnt verschieden Partien vun der Faussuel mat verschiedenen Organer a Kierperdeler. Je nachdem wénger Partie e schafft, gëtt dat Organ stimuléiert, wat der Praxis no eng heelend Wirkung huet. Wann bis jedereen sech mat wuel fehlt, kann e Face an Sexliewen mat abbezeien. Et kann e se kussen, lecken oder hun den Zeiwe lutschen. Hei ass et de Persoune frei iwwer los, wat ze machen, a wéi se et machen. Et kann e mat Eisstecke experimentéieren, mat uelech oder warmem Wurs, mat Orangeschuelen, eppes Pecheches oder Lefreches. Et kann e noch e Fous këddelen, an dëst kann Deel vun enger Bestrofung sinn. Dëst kann e mat de Fangere machen oder mat engem anderen Objekt, wéi zum Beispiel enger Vierder. Sehr heroisch kreativ. Face können auch ausgepeitscht gehen. Hei soll e sech awer bewusst sinn, dass Face e ganz sensibelt Kierperdeel sinn, an dëst méi intensiv ass, wéi wann en zum Beispiel engem sei Rick peitsche geng. Falls en Angst huet, dass engem seg Face net proper genug sinn, kann en och ze summen eng Bidden hoelen an am Wasser mat Spillen ufhenken. Et kann en och e Footjob ginn oder kreien. E Footjob also sech dat nämlichlecht wie en Handjob, also engem mat der Hand erofuelen, just dass en Hai 1 oder 2 Face a Platz vun der Hand benutzt. Et hält den de Penis entweder mat engem Faustisch zeiwen, amech dann kreesförmig oder op Rufbewegungen. Et kann en och de Penis mat beide Face umfassen, an de nämlich Bewegungen machen. Dëst kann e machen, an dem se in dem Penis gegeniwwer sitzt, oder et kann e sech ëmdreien, op 4 Patte sinn, an dëst vun Hanne machen. Et kann en och mam Fous eng Vulva masseieren, an dobei Klitoris stimuléieren. Dëst kann en och mat Rufbewegungen machen oder kreesförmig. Hei soll en oppassen, net soviel Druck op d'Vulva auszuüben, ausser dëst ass gewünscht. Et kann en och eng Partnerin oder e Partner mat engem Fous penetréieren. Dëst kann e sowohl an eng Vagina wie auch an den Anus machen. Weil die meescht Face ziemlich groß sinn, sollen dëst awer los machen, an das ganz wichtig, während dems zu kommunizieren, wat sech gut spielt, a wat eventuell zu viel gëtt. Am Fachjargon hecht es Praxis Footing oder Footfisting. Wéi bei all Sexpraxis ass et essentiell safer Sex unzuwenden. Bei engem Footjob, bei Footing oder Footfisting ass et wichtech, dass d'Zeiweneel kurz sinn, fir ze vermeiden, dass en sech kratzt oder pikt an so verletzt. Fir dëst komplett ze vermeiden, kann e noch e Kondom iwwer de Fous zeien. Bei all dese Praxisen ass et doch unzuroden, Gleitmittel zu benutzen. Gleitgel op Silikonbasis hält méi lang, andreschen Manner séier aus wie Gleitgel op Wasserbasis. Hei soll en awer oppassen, wann en opsteet an iwwer de Burdem geht, weil en ausrutsche kennt. Ech wünsche viel Spaß bei ma Kunden, trau Dich, mir fiel Dich zunächst gezwungen. Wost du noch Frohen, Antworten oder Umwirkungen? Das Schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gi natürlich beantwort und ihr das mehr ernehmen nennen. Iwer Feedback freie meis immer. Dir fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram a saxpodcast.lu. 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 Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper.
mat finanzieller Unterstützung vun der Direction de la Santé am Kader vum Nationalen Aktionsplan Santé affektive sexuell. Mat freundlicher Unterstützung vum CESAS, dem nationale Referenzzentrum fir d' Promotion vun der affektiver asexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit und den Inhalter vun diesem Podcast auf.